Tüll, Seide und jede Menge Glitzer. Ein Dirndl muss für die Wiesn mehr als nur Leinen zu bieten haben. Je ausgefallener, desto besser. Auch Heidi Klum, Arabella und Julia Siegel tragen ausgefallene Tracht. Wer in einem Dirndl Trend setzen will, muss mit Farben spielen. Mit der Kombination aus Orange und Pink fällt man garantiert auf. Diese schwarze Bluse setzt Kontraste und macht aus dem Dirndl ein schickes Ausgehkleid. Es müssen auch nicht immer Haferlschuhe sein. Mit Pumps in der passenden Farbe ist dieses Dirndl ein absolut trendiger Wiesenhit. Designerin Lola Paltinger entwirft die etwas andere Trachtenmode und kombiniert alle möglichen Stoffe zu den eigentlich klassischen Dirndln. Hier haben wir jetzt anstatt einer normalen Schürze, die ja meistens dann aus Baumwolle oder einer Lochstickerei oder sowas sind oder Seide, ist es eben so eine Art Tüllspitze, beflockt noch und mit Glimmer drauf. Unsere nächste Variante eignet sich hervorragend für Trachtenmuffel. Zu einer ganz normalen Jeans kombiniert man eine traditionelle Corsage. Der goldene Gürtel und ein Charivari machen ein dezentes Wiesenstyle. Ein Look, den man auch jederzeit nach der Wiesn noch tragen kann. Auch Julia Siegel ist schon im Wiesenfieber. Sie gönnt sich dieses Jahr auch was Neues. Ich würde sagen, Trachten sind grundsätzlich zeitlos. Das heißt, wenn man einen Dirndl kauft, kann man den wirklich 10 Jahre tragen. Ob das jetzt Couture ist von der Lola oder ob das ein ganz klassischer ist. Aber ich tendiere immer zu den speziellen Trachten, die auffallen. Auch bei Julias Dirndl ein nicht ganz klassischer Stilmix aus Seide und Tüll. Es muss nicht immer ein Kleid sein. Auch eine Korthose mit Stickereien eignet sich für die Wiesn. Eine Organza-Bluse aus durchsichtigem Tüll verleiht diesem Outfit eine verführerische Raffinesse. Farblich abgestimmte Schuhe und der passende Hut. Fertig ist die Alpen-Disco-Queen. Und wenn es kühl wird, eine Lodenjacke, die auch so ein bisschen traditionelle Elemente hat. Also wie zum Beispiel auch die Knöpfe, so Münzknöpfe und eben hier die Aufschläge und mit dem Grün abgesetzt und hinten ein kleines Schößchen und aber eben vorne am Revers, das Revers etwas abgewandelt und eine Stickerei drauf. Ein Prosit auf diese Kombination. Der goldene Lederrock mit sogenannten Paisley-Muster eignet sich auch noch für die Party nach dem Bierzelt. Ein Charivari zum Abnehmen und der angenähte Latz machen aus diesem Rock ein Trachtenoutfit. Dazu einfach ein Shirt mit passendem Aufdruck und O-Zapft ist. Trachten müssen eben nicht immer altmodisch und ländlich wirken. Mit dem richtigen Stilmix wird aus dem langweiligsten Dirndl ein angesagtes Wiesenoutfit.